Shalom Aleichem, ich heiße Itzik Gottesman. In der heutigen Programm und in der kommenden Programm werden wir herumreden zwei Stummfilmen gemacht geworden in den 1920er Jahren. Gelächter durch Tränen und Mizach und Meirev. Gelächter durch Tränen ist als sowjetische Bearbeitung herausgelost in 1928. Mit 5 Jahren später, 1933, hat man es herausgelost in den Namen Motel Pesi dem Chasens und zugegeben Klang. Der Regisseur von dem Film ist gewesen Grigori Gritsche Chirikover. Er ist früher gewesen ein Assistent bei Alexei Granovsky, dem Film- und Theaterregisseur, und Chirikover hat euch herausgelost eine Bearbeitung von Shalom Aleichems Blondendige Sternen, was es im Bedeuten verloren gegangen. In dem Film Gelächter durch Tränen betont man gleich die Tränen Ede durch Gelächter. Die Liebe zwischen Elje, Mottels Brüder, und Frede hat nicht keine Zukunft in einer Städtel, wo Joischer und Sechel ist schwer zu finden. Die zwei Geliebten machen Pläne, wie zu verdienen ein bisschen Geld. Der Kinderakteur, was spielt Mottel, Moschele Silbermann, bringt gut heraus, sei Mottels Unabhängigkeit, sei das Rachmunis, was man darf auf ihn fühlen, weil ist Nebuchadnezzar. Gewisse Szenen mit Motteln, wie in Cheder, mit dem Besen Melamed und wilde Talmidem, sind mamisch äußeres und historisch-ethnografisch interessant. Nachdem, wie man führt Mottel rein in Cheder, bekommt der größte Cheshek, sich zu bekennen mit den Jünglich ins Spiel mit sie. Der Film flecht zu auf etliche klassische Szenen von dem Buch Motel Pesi dem Chasens, Lamashal wie man verkauft Quas in Mark. Mottels Brüder Elje hat ihm geschickt in Mark und Mottel verkauft sein Scheure zu den Jiden, den Nicht-Jiden in seine Gewehren. Das ist ein seltener Blick von einem amoligen Städtel. Die Szene von Machen und Verkäufen Tint ist weniger interessant gemacht. Frede, Elje und Pinja machen die Tinte daheim und verfleizen die ganze Podloge. Aber wenn Shimenelje, der Schneider, will kaufen ein Zieg und der Kretschmer naht ihm ab, wird es vorgestellt, mamisch wie ein Klassenkampf mit Schlägereien erfüllen. Aber man darf müde sein, als dank der Tradition von sowjetischen Filmen in jener Zeit, wo es haben noch gefolgt die Theorien von Komposition und Montage, Lloyd Budowkin und Eisenstein, hat man stark Nähe von den visuellen Aspekten von dem Film. Verchappendicke Peneme sieht man von der Nord. Die expressionistische Ausdrucken und Stil von Ausspielen passt auch sehr gut zu der Stummkeit von dem Film. Wie kommt alle jiddische Filme, ist Gelächter durch Tränen gemacht geworden mit sehr kleinem Budget. Darüber sieht man eine Sachszene, was man filmiert in Dreußen. A Klal, a Shalom Aleichem Film, in welchen sie will sich nicht lachen,
ist gleich zugepasst zur Propaganda wie zur Kunst. In der kommenden Programm, wie gesagt, wollen wir herumreden dem zweiten Stummfilm von den 1920er Jahren, Mizach und Meirev. A gitten Tummel.